Und Paul hat mich irgendwie geschubst und ich hau ihm meine Uhr, man sieht das in der Slow Motion, glaube ich, nicht so krass, aber ich hau ihm meine Uhr so krass in die Fresse rein. Digga, ich habe dem voll eine Schelle nach hinten gegeben und der hatte dann auch am nächsten Tag hier so eine richtig fette Beule und ein Rolex-Tattoo auf der Stirn. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir gucken uns heute das Musikvideo von meinem und Pauls Song Füllkrug an. Ich will so ein bisschen drauf reagieren, ein paar Sachen erzählen zum Musikvideo, wie es dazu gekommen ist, bla bla bla. Aber bevor wir reingehen, erstes Mal vielen Dank für den ultra krassen Support auf dem Musikvideo, bei den Streams, auf TikTok. Digga, ist crazy, wie das Ding abgeht. Wir hatten das wirklich nie, und ich sag's jetzt nicht nur, wir hatten das niemals erwartet, nie im Leben. Wir haben so gedacht, ja, vielleicht so ein bisschen, so ist cool, aber ist crazy. Und es sind erst, glaube ich, jetzt 4 Tage rum, seit der Song rausgekommen ist. In diesem Sinne, ich kann nicht mehr reden. In diesem Sinne, vielen Dank für den Support, sehr, sehr cool. Streamt das Ding weiter. Der Song lief einfach, wir waren in Hamburg beim SSV Harztag-Spiel und dann beim Geburtstag von Niki Stemmler. Dann waren wir in so einem Club und da lief einfach der Song. Guckt euch das mal an. Wir werden König von Europa. Ultra geil, das hat Bock gemacht und es hat uns jemand einen Hardstyle-Remix zugeschickt vom Song. Einfach so auf Insta und der klingt so, ist auch relativ nice, finde ich. Jemand hat uns einen Remix von Füllkrug geschickt. Bro, dieses Ding vom Brandenburger Tor bei der Fanmeile, ich sehe mich. Also wenn irgendjemand zuguckt vom Brandenburger Tor, Fanmeile, Paul und ich kommen vorbei und performen das Ding. Das Musikvideo ist by the way gemacht von Jan Grabinger und MN Media. Jan Grabinger ist der Bruder von Dream, kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch. Wir hätten niemand Geileres raussuchen können als die beiden für das Musikvideo. Ich finde das Musikvideo, no joke, ich würde sagen, bestes Musikvideo von mir und auch Top 3 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin ultra happy, wirklich ultra. Abfahrt. Ein bisschen auf Stefan Raab angelehnt. Wow. Auf Stefan Raab angelehnt. Ey, haben wir noch Bier? Hollywood. Acting. Nee, sind alle leer. Ey, guck mal. Nee, ist Paul. So ein geiler Shot. Guckt euch dieses Bild an. Ich finde es auch so geil, dass Frege im Musikvideo drin ist. Hier ist ein bisschen schade, dass man nicht ganz sieht, wie Frege in den Busch reinfährt. Wir haben eigentlich geguckt, wo er reinfährt. Ich glaube, er ist ein bisschen weiter rechts reingefahren und er ist dann so nach rechts gefallen vor Paul. Das war ein bisschen schade, aber ich glaube, man checkt den Joke trotzdem. Aber so geil. Ich liebe auch, wie er hier rauskommt. Hat hier jemand Bier gesagt? Digga, was ein Shot, Mann. Dieser Shot sieht aus, als wäre das irgendwo in Brasilien in irgendeinem Fußballstadion gedreht worden, aber das ist das Olympiastadion oder Olympiapark in München. Wir durften dort drehen. Kuss, Kuss, Kuss. Sehr, sehr geil. Ultra geiles Stadion für ein Musikvideo. Wir werden König von Europa. Füllkrug mit Bier. Und der Sommer wird so schön wie nie. Füllkrug mit Bier. Wir werden König von Europa. Füllkrug mit. Das hier ist eine absolute Legende, das ist Hauke, der macht eigentlich Comedy und glaube ich auch noch so ein bisschen Pro7-Shit als Schiedsrichter. Wir haben einfach so Leute eingeladen, also Paul hat viele Homies eingeladen, wir haben das in Brunntal gedreht, in der Nähe von München, südlich von München, auf irgendeinem Bolzplatz draußen, so ein geiler Platz, Digga. Und die sind einfach alle gekommen, wir haben Bier getrunken und Musikvideo gedreht. Wir haben einfach so draufgehalten und gefilmt. Und der Sommer wird so schön wie nie. Wie macht man einen EM-Song? Ich hab doch keinen Plan. Ich frag mal Lolli Pocher. Der hat's schon mal getan. Auch diese Location ist geil. Er sagt, irgendwas mit Fahnen und nem goldenen Pokal. Und das Wichtigste, Schalalala. erzähl was von Erfolgen aus vergangenen Jahren. Und beende die Strophe mit irgendeiner Zahl. Alles, was es braucht. Ey, allgemein, ganz kurz. Schreibt wirklich mal gerne euer Feedback zum Song in die Kommentare. Findet ihr den geil, nicht geil? Denkt ihr, das könnte noch während der EM was werden? Ich muss sagen, ich finde den Song relativ geil. Aber ich habe ihn halt auch oft gehört. Und wenn du einen Song oft hörst, dann findest du ihn tendenziell geiler. Aber ich glaube, es ist schon cool geworden, das Ganze, oder? Ist doch völlig klar,
Getränk und einen... Jetzt bester Shot. Wir haben hier so einen Foul gefaked. Die haben so gesagt, ja, ich laufe so links an Frege vorbei und Frege foult mich dann so. Und dann sollen unsere Leute ausrasten und so alle hinrennen und sich rumschubsen und so. Und das ist der geilste Shot vom Musikvideo, warte. Erstens geiler Shot. Jetzt, hier hinten. Das ist Daniel Hager. Und Paul hat mich irgendwie geschubst und ich hau ihm meine Uhr, man sieht das in der Slow Motion, glaube ich, nicht so krass, aber ich hau ihm meine Uhr so krass in die Fresse rein. Batz, sieht man das? Digga, ich habe dem voll eine Schelle nach hinten gegeben und der hatte dann auch am nächsten Tag hier so eine richtig fette Beule und ein Rolex-Tattoo auf der Stirn. So, das hat er gesagt, das sind seine Worte. Yo, ich habe jetzt ein Rolex-Tattoo auf meiner Stirn. Wir werden König von Europa. Warte mal kurz. Füllkrug mit Bier. Wir werden König von Europa. Füllkrug mit Bier. Und der Sommer wird so schön wie nie. Meine Ukulele ist nicht gestimmt. Und der Sommer wird so schön wie nie. Ole, ole. Schalalalalalala. Ist auch so geil, dass einfach Dortmund im Champions League Finale ist. Mit Füllkrug. Weil sowas kannst du ja nicht planen. Und Füllkrug dabei ist bei der EM im Deutschland-Team. Einfach alles so geil. So komische Zufälle, die einfach so geil sind. Geiler Shot. Was soll schon groß passieren bei einer Europameisterschaft? Manche Pfosten treffen Latten und wir nicht einmal den Takt. Mehr Schwalben als im Vogelnest, der Video. Boah, auch so ein cleaner Shot, Mann. Das sieht aus wie so eine Coca-Cola-Werbung. Schiri guckt nicht mehr Tunnel als im Schweizer Land, mehr Abstauber als Putzwehr. Ja, scheiß Freistoß von Paul. Der wollte einen Freistoß reinmachen beim Dreh. Wir haben 20 Freistöße gemacht. Der hat jeden drüber geschossen in die Mauer. Paul kann keine Freistöße schießen. 6er, 10er Stürmer und ne hängende Spitze. Viel zu viel getrunken, hab ne hängende Spitze. Trikots bunt wie Smarties und wer ist Major Tom auf jeder guten Party? Ey, hier, Leute, hier bei der Stirn. Denkt ihr, das ist ein kleiner Haarausfall-Rino? Oder eher nicht? Ich glaube, es ist ein kleiner Haarausfall-Rino. Scheiße, ich muss nach Istanbul. Läuft unser Fußballsong. Füllkrug mit Bier. Wir werden König von Europa. Füllkrug mit Bier. Und der Sommer wird so schön wie nie. Jetzt, Digga, diese Transition, guckt's euch an. Nehmt euch jetzt Zeit und guckt mal diese Transition an. So clean. Fun Fact, in diesem Studio hat Shirin David irgendein Musikvideo gedreht. Ich weiß nicht mehr welches, aber wir haben auf jeden Fall im Studio, wo Shirin David ein Musikvideo gedreht, auch ein Musikvideo gedreht. Und deshalb sind Paul und ich ab jetzt Künstler und Musiker und nicht mehr TikToker, okay? Mal verkackt, dann bin ich für die Schweiz. Wenn die Schweiz es nicht Ich liebe auch diese Bridge. geschissen kriegt, zieh ich nach Österreich. Füllkrug mit Bier. Und der Sommer wird so schön wie nie. Füllkrug mit Bier. Wir werden König von Europa. Füllkrug mit Bier. Und der Sommer wird so schön wie nie. Ole, ole. Schalalala. Digga, hier Hauke hat einfach noch eine Pyro angezündet. Man hat es gar nicht gesehen, weil es draußen hell war, aber ist irgendwie funny. Schalalalalalala. Ey, ich liebe das Musikvideo. Ich finde, der Song alleine ist schon geil, aber das Musikvideo gibt nochmal so... Wow. Das Musikvideo gibt nochmal so diese Stimmung, die wir so übermitteln wollten, wenn ihr wisst, was ich meine. So dieses Sommer, draußen, Grillen. Ich glaube, es ist einfach ein geiler Song, den man so, wenn man so ein paar Bierchen drin hat oder beim Feiern jetzt im Sommer hören kann. Ultra, ultra geil. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt der Song auch. Streamt das Ding, ist überall draußen. Wir
wir holen uns den EM-Song-Titel oder so. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da, ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie oft zeige ich noch zum nächsten Mal? Tschüss.